SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Die Themen vom Freitag, dem 7. August. Die Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan schließen ein Verteidigungsbündnis. Eine ungewöhnliche Allianz. Hitze und Trockenheit führen dazu, dass in der Schweiz tausende Kühe mehr geschlachtet werden müssen als in den Vorsommern. Die Schlachthöfe sind aus, aber nicht überlastet. In Kolumbien tritt der neue Präsident de la Espriella sein Amt an. Das Land rückt nach rechts und in die Nähe von US-Präsident Trump. Und ein Traum für Archäologinnen und Archäologen. In Lausanne legen sie eine römische Totenstadt frei, den grössten Friedhof von Lausanne. Donc on est vraiment au croisement du monde des morts, des dieux et des vivants, bien sûr. Hier haben sich die Toten, die Götter und natürlich die Lebenden gekreuzt, so Archäologe Romain Guichon am Schluss hier im Echo der Zeit. Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan haben heute ein neues Verteidigungsbündnis besiegelt. Das kommt überraschend und mag auf den ersten Blick merkwürdig anmuten. Da entscheiden sich 3 Länder für einen militärischen Schulterschluss, die nicht einmal gemeinsame Grenzen haben und zudem andere Gegner und andere Partner. Auf den zweiten Blick gibt es aber durchaus plausible Argumente für dieses Zusammenrücken, zeigt die Einschätzung von Fredrik Steiger. So manches passt beim Verteidigungspakt zwischen den 3 gewichtigen Mittelmächten Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan nicht zusammen. Zum Beispiel, Pakistan ist Indien in inniger Feindschaft verbunden und sieht den islamistischen Terrorismus als zweite Hauptbedrohung. Und es wird zunehmend der Einflusszone Chinas zugerechnet. Saudi-Arabien wiederum befindet sich sicherheitspolitisch unter dem allerdings zunehmend löchrigen Schirm der USA. Und die Türkei schließlich ist gar NATO-Mitglied, wenngleich ein widerborstiges. Doch ausgerechnet diese 3 Länder schließen jetzt ein Verteidigungsabkommen mitsamt einer gegenseitigen Beistandspflicht nach dem Vorbild der NATO. Also eine sehr weitgehende Verpflichtung. Gut möglich, dass da die Ambition der Realität weit voraus ist. Jedenfalls ist kaum vorstellbar, dass etwa die Türkei jemals Truppen nach Kaschmir entsendet, um dort Indien die Stirn zu bieten. Realistischer sind die ebenfalls vereinbarten niederschwelligeren Kooperationen bei der Rüstung, bei Geheimdienstinformationen, bei gemeinsamen Manövern, Schulungen oder beim Technologietransfer. Denn es gibt bei allen Differenzen Gemeinsames. Alle 3 sind sunnitische Länder. Dass sie ihren Pakt gerade in Mekka unterzeichneten, ist symbolisch wichtig. Alle 3 befinden sich in einer konflikterschütterten Weltgegend und sehen ihre Sicherheit nicht garantiert. Zudem existieren bereits bilaterale Vereinbarungen. Pakistan hat mehrere tausend Soldaten in Saudi-Arabien stationiert. Islamabad und Riyadh schlossen voriges Jahr sogar einen Beistandspakt. Saudi-Arabien plant eine Großbestellung für türkische Drohnen. Und alle 3 Länder sind durch den nach wie vor aggressiven schiitischen Iran herausgefordert, lehnen aber gleichzeitig eine israelische Dominanz im Nahen Osten entschieden ab. Im neuen Verteidigungstrio hat jeder der 3 etwas beizutragen. Saudi-Arabien hat Geld, Pakistan Atomwaffen und das entsprechende Know-how. Seine Truppen haben Kampferfahrung. Und die Türkei wird zu einem der größten Waffenproduzenten der Welt. Da zeichnet sich ein ersprießliches Geben und Nehmen ab. Der Schulterschluss ist indes in erster Linie damit zu erklären, dass die Welt aus den Fugen gerät. Das erhöht das Bedrohungsgefühl in vielen Staaten und damit die Bereitschaft, auch ungewöhnliche Allianzen einzugehen. Die können bloß punktuell und bloß temporär sein und setzen nicht zwingend ein gemeinsames Wertesystem voraus. Wenn's grad passt, verbündet man sich und hilft einander. Wenn's nicht passt, lässt man es. Dazu kommt, kein Land kann sich mehr auf die USA als Sicherheitsgarant verlassen. Und selbst deren militärische Mittel sind endlich. Wer allein auf Washington vertraut, handelt fahrlässig. Es braucht neue, zusätzliche Partnerschaften. Fredrik Steiger. Die Affäre um die Waadtländer Regierungsrätin Valérie Dietli ist um ein Kapitel reicher. Mehr dazu nun in der Nachrichtenübersicht mit Olivia Limacher. Mitte-Politikerin Valérie Dietli hat ein eigenes Gutachten präsentiert. Darin kommen 2 Rechtsexperten zum Schluss, dass Dietlis Menschenwürde verletzt worden sei. Ihr sei zu wenig rechtliches Gehör gewährt worden und Fristen seien zu kurz gewesen. Hintergrund ist ein anderer Bericht im Auftrag der Waadtländer Regierung. Dieser kam zum Schluss, dass Dietli öffentliche Gelder unrechtmäßig verwendet hat. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb eine Strafuntersuchung eröffnet.
Die Waadtländer Regierung hat umgehend reagiert und dem neuen Bericht widersprochen. Man habe Dietli ausreichend Gehör gewährt und sehe keinen Handlungsbedarf. 11 Tage lang war die Schweizer Armee auf Korsika im Einsatz. Sie unterstützte die französische Feuerwehr bei der Bekämpfung von Waldbränden. Der Armeeeinsatz ist nun abgeschlossen. Die 3 Super Puma-Helikopter sind heute wieder in die Schweiz zurückgeflogen. Während des Einsatzes hätten die 3 Helikopter mehr als 450 Tonnen Löschwasser abgeworfen. Dabei seien wertvolle Erfahrungen für künftige Einsätze gesammelt worden. In Basel sind 11 Männer verurteilt worden wegen eines Angriffs auf ein türkisches Kinderfest vor rund 4 Jahren. Die Männer seien dafür verantwortlich, dass es bei diesem Kinderfest auf dem Basler Marktplatz zu Ausschreitungen gekommen sei, so das Basler Strafgericht. Das Gericht spricht Gefängnisstrafen zwischen 9 Monaten und 3 Jahren aus. Der Großteil der Strafen ist bedingt. Die Täter haben einen kurdischen Hintergrund. Ins Ausland. Nach der Ankunft von Zehntausenden Migrantinnen und Migranten in der spanischen Exklave Ceuta ist zwischen Spanien und Italien ein Streit ausgebrochen. Nun stellt Spanien ein Ultimatum. Als Reaktion auf den Ansturm auf Ceuta hat Italien am letzten Samstag das Schengen-Abkommen mit Spanien ausgesetzt. Das heißt, an italienischen Häfen und Flughäfen gibt es für Ankommende aus Spanien wieder Kontrollen. Spanien hat Italien nun ein Ultimatum gestellt. Bis übermorgen soll Italien die Grenzkontrollen beenden. Das steht in einer Mitteilung der spanischen Regierung. Die Kontrollen seien unfair, diskriminierend und würden den Interessen der EU zuwiderlaufen. Italien wiederum will mindestens bis zum 15. August an den Kontrollen festhalten. Man akzeptiere das Ultimatum aus Spanien nicht, so die Reaktion der italienischen Regierung. In Thailand hat an einer Schule ein Schüler um sich geschossen und dabei 5 Menschen getötet. Unter den Opfern sind Angestellte und Lehrpersonen der Schule nördlich von Bangkok. Gemäß ersten Ermittlungen war der mutmaßliche Täter ein 14-jähriger Schüler. Er soll sich selbst getötet haben. Die Polizei geht davon aus, dass er vor dem Angriff in der Schule seine Großeltern getötet hat. Schusswaffenangriffe an Schulen mit zahlreichen Toten sind in Thailand eher selten. Zum Radsport. An der Tour de France der Frauen hat die Schweizerin Marlene Reusser die Gesamtführung verloren. Sie wurde bei der heutigen Bergetappe 4. und liegt im Gesamtklassement nun auf Rang 3. Gewonnen hat die heutige 7. Etappe auf den Mont Ventoux die Polin Katarzyna Niewiadoma. Sie übernimmt auch die Führung im Gesamtklassement. Und Fußball. In der Qualifikation zur Champions League der Frauen ist Servette Genua eine Runde weiter. Die Genferinnen gewinnen gegen Aktöbe aus Kasachstan mit 4:0. Die Börsendaten von 18:07 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 14.545 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 93,36 Rappen gehandelt, der Dollar zu 80,74 Rappen. Und das Wetter? Am Abend und Morgen ist es häufig sonnig mit Quellwolken über den Bergen. Im Tessin und Graubünden lassen die Regengüsse heute bis in die Nacht nach. Morgen gibt es um 31 Grad. Hitze und Trockenheit setzen nicht nur den Menschen zu, sondern auch den Tieren. Das zeigt sich auch in den Schlachthöfen. Dieses Jahr werden viel mehr Kühe geschlachtet als in den Sommermonaten der Vorjahre. Die Schlachthöfe sind entsprechend voll. Matthias Baumer berichtet. Die Milchkuh hat zurzeit kein einfaches Kuhleben. Die Hitze setzt ihr zu, das Gras verdorrt auf der Weide wegen der Trockenheit, das Futter kann knapp werden. Und dazu grassiert auch noch ein Virus, welches von Mücken übertragen wird und eigentlich in Afrika, Asien und Australien verbreitet ist. Fieber und Durchfall plagen diese Kühe und den Bauern plagt, dass sie kaum noch Milch geben und der Milchpreis zurzeit auch noch sehr tief ist. Am Ende eines solchen, nicht einfachen Kuhlebens steht häufiger der vorzeitige Gang in den Schlachthof und genau das passiert jetzt tausendfach. Was wir einfach beobachten ist, dass in diesem Jahr schon bereits seit Anfang Juni die Schlachtungen stark zugenommen haben, sagt Peter Bosshardt, der Geschäftsleiter des Schweizerischen Viehhändlerverbands. Im Juni und Juli wurden rund 7.000 Kühe mehr geschlachtet als in früheren Jahren zur gleichen Zeit. Solche Ausschläge sind wirklich extrem.
Wir hatten das immer wieder, dass es saisonale Schwankungen gibt, aber in dieser extremen Ausprägung ist es schon ein neues Phänomen, das wir zurzeit beobachten. Tausende Kühe mehr als sonst werden auf die Schlachtbänke gedrängt, jedoch ohne die Schlachthöfe an den Anschlag zu bringen. Die könnten das verarbeiten, weiß Christoph Hutmacher von Proviant, der Organisation der Fleischbranche. Die sind auf Schichtbetrieb ausgelegt, das heißt, die sind auch darauf vorbereitet, dass es Produktionsspitzen, Angebotsspitzen geben kann. Aber es ist definitiv so, dass das aktuelle Mehrangebot gerade aufgrund der Kurzfristigkeit für gewisse Schlachtbetriebe eine Herausforderung darstellt. Was sagt die Stichprobe? Der Schlachthof von Bell in Önsigen ist der größte für Kuhschlachtungen in der Schweiz und sie hätten dort in den letzten 3 Juliwochen tatsächlich deutlich mehr geschlachtet als üblich. Bewältigen könnten sie all die Tiere aber gut und auch im kleineren Zentralschlachthof in Wil hätten sie in den letzten Wochen etwa 1/3 mehr Tiere als sonst geschlachtet. Schwierigkeiten bereitet das nicht. In Schlachtbetrieben in der Romandie und in der Region Basel sei der Druck jedoch grösser, ist zu hören. Auffällig sei weiter, dass sehr viele Kühe aus Talbetrieben in die Schlachthöfe kämen. Das sei atypisch, sagt Peter Bosshardt vom Viehhändlerverband, und schon jetzt würden auch erste Tiere angeliefert, die wegen der Trockenheit sehr früh von den Alpen müssten, und knüppeldick käme es, wenn noch jene Tiere in die Schlachthöfe kämen, welche sich von dieser grippeartigen Krankheit nicht mehr erholen würden. Und wenn dann diese auch noch auf den Markt kommen, dann haben wir dann tatsächlich ein Ungleichgewicht im Markt mit Überangeboten und dann wird der Preis schon nochmals zusätzlich unter Druck kommen. Nochmals zusätzlich, sagt Peter Bosshardt, denn die Schlachtpreise, also das Geld, das die Bauern für ihre Tiere erhalten, sind in den letzten Wochen bereits gesunken. Droht also doch noch ein Preiszerfall? Nein, denn im letzten Jahr 2025 hatten wir wirklich rekordhohe Preise im Rindviehbereich und sind nun etwas runtergekommen von diesem Rekordhoch. Aber immer noch deutlich über dem Preis der Vorjahre, erklärt Christoph Hutmacher von Proviant. Das ist am Ende des Tages ein kurzfristiger Angebotsschock, wie man dem sagen kann. Und der wirke kaum auf die gesamte Fleischbranche. Denn trotz rekordhoher Schlachtzahlen, die Menschen in der Schweiz essen mehr Rindfleisch, als durch hiesige Tiere auf die Teller kommt. Sie hören das Echo der Zeit. Bei uns geht es weiter mit der deutschen Autoindustrie in der Krise, mit dem politischen Richtungswechsel in Kolumbien, mit dem Protest gegen das Establishment in Südkorea und mit den Geheimnissen, welche ein römischer Friedhof in Lausanne freigibt. Über ein Jahrhundert lang bildete die Automobilindustrie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Jetzt aber steckt die Branche in einer historischen Krise. Bei BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz sind die Gewinne deutlich eingebrochen. Zudem rechnet der Deutsche Automobilverband mit einem weiteren Stellenabbau. In Deutschland könnten bis 2035 über 200.000 Arbeitsplätze verloren gehen, 35.000 mehr als bisher angenommen. Frage an Wirtschaftsredaktor Sven Zaug. Was sind die Hauptgründe für diesen Zerfall der deutschen Autoindustrie? Nun, Deutschland hat in der Vergangenheit mit die besten Benzin- und Dieselmotoren der Welt gebaut. Doch die Welt des Autos hat sich krass verändert. Schon vor knapp 20 Jahren hat die Marke Tesla gezeigt, wohin die Reise geht. Ein modernes Auto wird heute nicht mehr über den Antrieb definiert, sondern über die Software. Das Auto ist im Grunde ein Smartphone auf 4 Rädern geworden. Genau in dieser neuen Disziplin haben die deutschen Autobauer den Anschluss komplett verloren. Sie müssen jetzt unfassbar viel Geld in die Hand nehmen, um technologisch aufzuholen. Ihre Einschätzung, kann es den Autobauern mit Milliardeninvestitionen gelingen, den Anschluss wiederzufinden? Ja, sie müssen. Aktuell stecken die Unternehmen Unsummen, Sie haben es gesagt, in die Entwicklung neuer E-Autos, Batterienfabriken und Software. Parallel dazu müssen sie aber noch die alten Verbrennungsmotoren weiterentwickeln, weil die weltweit immer noch gebraucht und verkauft werden unter immer strengeren Umweltauflagen. Man finanziert also 2 völlig unterschiedliche Disziplinen gleichzeitig.
Zusammengefasst könnte man sagen, dieser teure Spagat, die verhältnismäßig hohen Lohn- und Energiekosten und der schleppende Verkauf von E-Autos setzen die Unternehmen arg unter Druck. Vielleicht noch ein Beispiel, das das schön zeigt. Die reinen Arbeitskosten, also Löhne, Sozialabgaben und Renten, liegen in Deutschland im Schnitt bei über $3.300 pro hergestelltem Auto. Das zeigen Untersuchungen. Im weltgrößten Automarkt China sind es nur knapp $600, also mehr als das Fünffache weniger. Da ist man einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Gerade der traditionell wichtige Absatzmarkt China bereitet den deutschen Autobauern Probleme. Gleichzeitig läuft es der chinesischen Konkurrenz bestens. Haben die Deutschen China falsch eingeschätzt? Ja, sie haben das Tempo und die Arbeitsweise der chinesischen Konkurrenz völlig unterschätzt. China war über Jahrzehnte quasi die Gelddruckmaschine für VW, BMW oder Mercedes. Das ist nicht mehr so. Der Absatz der deutschen Marken in China ist allein im ersten Halbjahr um mehr als 25% eingebrochen. CAM, ein bekanntes deutsches Autoinstitut, zeigt in seinen neuesten Untersuchungen, dass chinesische Marken wie BYD oder Geely bei der Software, bei den Batterien und den digitalen Spielereien im Cockpit meilenweit voraus sind. Und sie sind vor allem viel schneller, die chinesischen Autobauer, während deutsche Autobauer oft noch 4 Jahre brauchen, um ein neues Auto zu entwickeln, schaffen BYD und Co. das heute in nur in 1 bis 2 Jahren. Und das liegt an einem radikalen Systemwechsel. Die chinesischen Unternehmen entwickeln zuerst das digitale Gehirn, die Software und das Betriebssystem und bauen das Auto danach quasi nur noch drumherum. Das entspricht auch dem Bedürfnis junger Konsumentinnen und Konsumenten in China. An den Autoherstellern hängt eine ganze Kette von Zulieferern. Wie hart trifft die Krise in Deutschland all diese Betriebe? Ja, sie sind praktisch das schwächste Glied in dieser ganzen Kette. Ein klassischer Benzinmotor besteht aus rund 1400 Einzelteilen. Ein Elektromotor braucht nur noch etwa 200 Teile. Wer also jahrzehntelang hochpräzise Kolben, Getriebe oder Auspuffanlagen hergestellt hat, hat bei einem E-Auto von heute auf morgen kein Produkt mehr, das er verkaufen kann. Der Umsatz der Zulieferer in Deutschland schrumpft derzeit 4-mal so schnell wie der großen Autohersteller. Seit 2019 ist fast jede 4. Stelle bei den deutschen Zulieferern verloren gegangen. Ende 2023 hatte die deutsche Regierung die Kaufprämie für Elektroautos von heute auf morgen gestrichen. Welche Rolle spielt die Politik in der aktuellen Misere? Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie unentschlossen die deutsche Politik agiert. Es hat das Vertrauen der Käufer zerrüttet und den E-Automarkt in Deutschland abgewürgt. Dieses Jahr hat die Regierung zwar wieder eine neue Prämie eingeführt, die Verkäufe ziehen wieder leicht an, aber der Schaden ist bereits angerichtet. Kommt noch hinzu, die Politik verlangt von den Herstellern den schnellen Umstieg auf E-Mobilität, sorgt aber gleichzeitig nicht für die nötigen Rahmenbedingungen. Die Strom- und Energiepreise in Deutschland gehören zu den höchsten weltweit. Zu lange war man abhängig von billigem russischen Gas, man hat den Umbau auf erneuerbare Energien verschlafen, dann hinkt der Ausbau des Ladenetzes hinterher. Das sind nur einige Beispiele. Würden Sie angesichts all dieser Probleme so weit gehen und sagen, es ist der Anfang vom Ende Deutschlands als Autonation? Ja, so weit würde ich nicht gehen. Die deutschen Autobauer werden nicht einfach verschwinden, aber die Industrie wird sich massiv verändern. Der Autostandort Deutschland, wie man ihn kennt, dürfte kleiner werden. Es wird weniger Arbeitsplätze geben. Es dürfte zu einem Verlust von über 200.000 Stellen kommen bis in knapp 10 Jahren. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass chinesische Hersteller künftig stärker in Deutschland Fuß fassen, möglicherweise sogar durch Übernahmen von Werken oder Produktionsstandorten. Das würde ich als klares Zeichen werten, dass sich die Kräfteverhältnisse in der Autoindustrie verschoben haben. Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Sven Zaug. Heute wird in Kolumbien der neue Präsident Abelardo de la Espriella ins Amt eingeführt. Damit hat Kolumbien neu den rechtesten Präsidenten seit 7 Jahrzehnten und einen, der mehrere Staatsbürgerschaften hat, neben der kolumbianischen auch die italienische und die US-amerikanische. Der 47-jährige Abelardo de la Espriella löst den linken Gustavo Petro ab. Ich habe von Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado wissen wollen,
Was heißt das für Kolumbien, wenn nun auf einen Linken ein Rechtsaußenpräsident folgt? Es ist ein deutlicher Richtungswechsel. Gustavo Petro wollte Kolumbien sozial gerechter machen und den Konflikt mit bewaffneten Gruppen durch Verhandlungen entschärfen. La Paz Total, ein umfassender Frieden, das war sein großes Ziel. Doch Anfang letzten Jahres zerbrachen die Friedensgespräche mit der ELN-Guerilla, der zweitgrößten Rebellengruppe des Landes. Die Kämpfe flammten wieder auf. Mehr als 100.000 Menschen mussten fliehen. Laut UNO die größte Massenvertreibung in Kolumbien seit Jahrzehnten. Abelardo de la Espriella verspricht nun einen Kurswechsel, mehr Militär, mehr Polizei und eine harte Hand gegen Guerillas und Drogenkartelle. Damit konnte er punkten, weil viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer den Eindruck hatten, dass Petros Regierung die Kontrolle über Teile des Landes verloren hat. Warum ist das linke Experiment, wie Sie es einmal formulierten, in Kolumbien gescheitert? Kolumbiens erste linke Regierung hat durchaus Reformen umgesetzt, also etwa die Rentenreform, höhere Sozialausgaben und einen ambitionierten Umweltkurs. Aber das zentrale Versprechen lautete eben mehr Frieden, mehr Sicherheit. Und genau dort blieb die Bilanz enttäuschend. Die Kokainproduktion erreichte neue Höchststände. Die USA setzten Petro auf eine Sanktionsliste, weil die Trump-Regierung ihm vorwarf, den Drogenhandel nicht ausreichend zu bekämpfen. Hinzu kamen Regierungskrisen, Korruptionsaffären und persönliche Kontroversen, etwa Petros verbale Ausfälle auf X oder Auftritte, bei denen er sich durch Reden lallte. In einem Land, in dem die Linke historisch unter dem Verdacht steht, mit Drogenbanden gemeinsame Sache zu machen, ist das politisch Gift fürs Image. Gustavo Petro ist nun Ex-Präsident, beklagt aber, es sei bei den Wahlen nicht mit rechten Dingen zu und her gegangen. Ist da etwas dran? Bislang gibt es dafür keinerlei belastbare Belege. Internationale Wahlbeobachter haben zwar einzelne organisatorische Mängel und eine aufgeheizte politische Atmosphäre festgestellt, aber keine Hinweise auf systematischen Wahlbetrug. Petro spricht von politischer Einflussnahme. Gleichzeitig mischte er sich selbst stark in den Wahlkampf ein, obwohl das einem amtierenden Präsidenten laut Verfassung eigentlich verboten ist. Die Wahl von de la Espriella erkennt Petro nicht an und er warnt vor einem drohenden Bürgerkrieg. Gleichzeitig hat Petro als Präsident wenig dazu beigetragen, die Spannungen in diesem polarisierten Land zu entschärfen. Nun lenkt Abelardo de la Espriella die Geschicke Kolumbiens. Was ist von ihm zu erwarten? De la Espriella tritt mit dem Versprechen an, den Staat wieder durchsetzungsfähig zu machen. Er will riesige Gefängnisse bauen und Rebellengruppen militärisch bekämpfen. Im Wahlkampf sprach er sogar von Bombardierungen mit Hilfe der USA und Israels. Ob er diesen Kurs tatsächlich umsetzt, müssen wir sehen. Daneben versprach er Wirtschaftsreformen und mehr Investitionen. Die große Frage ist aber, ob er dafür im Parlament genügend Unterstützung findet und ob eine reine Sicherheitsstrategie die strukturellen Probleme des Landes lösen kann. Der neue Präsident ist nicht nur Kolumbianer, sondern auch US-Bürger. Er genoss auch im Wahlkampf die Unterstützung von US-Präsident Trump. Wird Kolumbien künftig auch engere Beziehungen zu den USA pflegen? Ja, also de la Espriella sucht klar die Nähe zu Donald Trump, der ihn auch im Wahlkampf lautstark unterstützte. Das dürfte die Beziehungen zu Washington deutlich entspannen. Gleichzeitig macht de la Espriella diese Nähe innenpolitisch auch angreifbar. Also Kritiker werfen ihm vor, Kolumbien zu stark an die USA zu binden. Für Kritik sorgte auch, dass de la Espriella bei seiner Einbürgerung in den USA 2023 den Oath of Allegiance ablegte. Also er schwor den Vereinigten Staaten gegenüber Treue. Die USA haben bereits im Nachbarland Venezuela Einfluss und auch das Verhältnis zwischen den USA und Ecuador ist eng. Nun kommt Kolumbien dazu. Was heißt das für die ganze Region? Also die USA bauen ihren Einfluss in der Region aus. Experten sprechen von einer Neuauflage der Monroe-Doktrin durch Donald Trump, also von einer Art Donroe. Wichtig ist dabei der Anspruch der USA, in Südamerika den Ton anzugeben. Kolumbien ist für die USA wichtig, denn das Land ist seit den 80er Jahren ein strategischer Partner der USA in der Region. Kolumbien ist das Tor zum Darién-Dschungel, zur Migrationsroute nach Panama. Die Trump-Regierung fährt ja einen harten Kurs gegenüber lateinamerikanischen Einwanderern und kritisierte auch immer wieder Chinas Interesse am Panama-Kanal. Trump gründete deshalb das Shield of the Americas, eine regionale Sicherheitskoalition gegen Drogenkartelle und gegen die internationale organisierte Kriminalität. Und in diesem Kontext könnte Kolumbien jetzt eine Schlüsselrolle zukommen.
Unter dem Strich ist der Trend klar, die USA bauen ihren Einfluss in der Region wieder aus, sagt Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado. Der südkoreanische Präsident Yoon rief im Dezember 2024 überraschend das Kriegsrecht aus und löste damit eine Staatskrise aus. Inzwischen sitzt Yoon im Gefängnis. Es schien, als wäre in Südkorea wieder Ruhe eingekehrt. Doch es brodelt weiter. Seit über einem Monat blockieren Protestierende in der Hauptstadt Seoul ein Stadion, in dem Wahlunterlagen der Kommunalwahlen vom Juni aufbewahrt werden. Von Wahlfälschung ist die Rede. Experten sehen im Protest aber vor allem eine zunehmende Spaltung des Landes, befeuert von YouTubern der extremen Rechten. Ostasien-Korrespondent Samuel Emch berichtet. Ob im strömenden Regen oder wie heute in der prallen Sonne, Tag für Tag blockieren Protestierende alle Eingänge des Handballstadions im Olympiapark in Seoul. Wiederholung der Wahl und Wahlbetrug skandieren pensionierte junge Familien und Teenager. Ein 19-jähriger Student sagt, ich habe Dokumentarfilme auf YouTube gesehen. Ich bin 100%ig überzeugt, dass es Wahlfälschungen gegeben hat. Bei den Wahlen im Juni gingen in Dutzenden Wahllokalen zeitweise die Stimmzettel aus. Die Behörden fanden bisher keinen Hinweis auf Wahlfälschung. Für die Demonstrierenden ist jedoch klar, dahinter steckt Manipulation der amtierenden Regierung. Das Misstrauen ist besonders unter den Anhängern des abgesetzten Präsidenten Yoon groß. Yoon verbüßt eine lebenslange Haftstrafe, nachdem er Ende 2024 versucht hatte, das Kriegsrecht zu verhängen. Zu seinen meist älteren Anhängern stoßen zunehmend junge Menschen, angestachelt von Rechtsaußen-Influencern auf YouTube. Einer dieser Stimmungsmacher in den sozialen Medien ist John Han-gil. Der 55-Jährige wurde als Geschichtsdozent bekannt. In der politischen Krise stellte er sich hinter den damaligen Präsidenten Yoon und verbreitete bereits damals wiederholt unbelegte Behauptungen über Wahlbetrug. Wir treffen ihn an einer Veranstaltung rechtskonservativer Intellektueller. John wirft der progressiven Regierung vor, konservative Stimmen zum Schweigen bringen zu wollen. Noch beängstigender ist, dass die Regierung ihre Mehrheit nutzt, um den Kommunismus zu etablieren. Die Legislative wurde von den Linken übernommen, ebenso die Exekutive, die Judikative und die Medien. Das oberste Gericht wurde übernommen und sogar das Bildungswesen, sagt der Politinfluencer. Tatsächlich nutzt Präsident Lee Jae-myung seine Parlamentsmehrheit, um das oberste Gericht Südkoreas zu vergrößern. Dadurch wird er bis zum Ende seiner Amtszeit wohl einen Großteil der Richterstellen besetzen können. In der Schule wollen seine Minister mehr Staatskundeunterricht. Die konservative Opposition befürchtet, dass mit politischer Schlagseite unterrichtet wird. Eine Mehrheit der Bevölkerung steht aber derzeit hinter dem Präsidenten. Gerade weil sie so viel Macht habe, müsse die Regierung besonders sorgfältig handeln, sagt Politologe An Byung-jin von der Kyung-hee-Universität. An gehörte selbst zu einem Beratergremium von Präsident Lee. Beim Treffen in einem trendigen Café in der Hauptstadt sagt An, If that coup persists, wenn das Kriegsrecht angedauert hätte, würden wir dieses Interview wohl nicht hier führen, sondern im Gefängnis. Der hagere Mann mit grauem Haar war in jungen Jahren selbst Aktivist und saß während der Militärdiktatur 2,5 Jahre im Gefängnis. Er könne die jungen Demonstrierenden verstehen. Auch wenn ich ihre rechte Ideologie ablehne, ich kann mitfühlen. Sie fühlen sich ausgegrenzt und glauben, dass das progressive Establishment sie nicht versteht. Das macht mir Sorgen. Das ist gefährlich. Die Regierung trage ihren Teil zur Polarisierung bei, sagt An. Er verweist unter anderem auf das Anfang Juli in Kraft getretene Gesetz gegen Fake News. Kritiker bemängeln, vage formulierte Paragraphen könnten missbraucht werden, um politische Gegner zu verfolgen. Die Jungen würden nicht verstehen, wieso man die sozialen Medien zunehmend reguliere.
Sie empfinden es als Einschränkung der Meinungsfreiheit. Genau dies nützten Rechtsaußeninfluencer aus für ihre Propaganda und um zu mobilisieren. Ich warne Parlamentarier der Regierungspartei regelmäßig, sie sollen sehr behutsam vorgehen, anstatt einschneidende Regulierungsmaßnahmen einzuführen. Diese förderten die Polarisierung. Als Gegenmaßnahme schlägt der Politologe vor: Wir müssen die Jungen integrieren. Ich war zum Beispiel schockiert, in unserem Beratergremium hat es keine jungen Leute. Wir müssen ihnen Verantwortung übergeben. Dafür muss unsere Generation, die einst protestierte, aber zuerst anerkennen, dass wir heute das Establishment sind. We have to admit that we are the establishment. It's the first step. Wäre er heute 20, er würde wohl auch beim Stadion im Olympiapark Parolen skandieren. Dort sind die Vorbehalte gegenüber dem Establishment allgegenwärtig. Der junge Mann, der die Absetzung der Regierung fordert, sagt: Wir können niemandem glauben, nicht den Richtern, nicht den Ermittlern, auch nicht der Wahlkommission, nicht dem Präsidenten oder den Parlamentariern. Sie alle stecken hinter der Wahlfälschung. Was sein Vertrauen in die südkoreanische Demokratie zurückbringen könnte, darauf findet er keine Antwort. Spannend wie ein Krimi ist, was in Lausanne derzeit geschieht, zumindest für Archäologinnen und Archäologen. Im Lausanner Quartier Vidi wird eine römische Totenstadt mit rund 3000 Gräbern freigelegt. Dies ist in Europa eine der größten archäologischen Grabungen der Gegenwart. Die freigelegten Gräber der römischen Stadt Losona verraten viel über das Leben und Sterben in der römischen Antike. Die Reportage von Westschweiz-Korrespondent Roman Villinger. Man sieht nur, was man weiß. Das gilt hier auf dem Ausgrabungsgelände in Lausanne-Vidi ganz besonders. Marie kniet auf dem Boden und saugt schwarzen Staub ab. Verkohlte Erde sieht der Laie, ein Scheiterhaufen, die Archäologin. Das hier ist die Wirbelsäule. Hier sind die Halswirbel, hier die Brustwirbel. Die Leiche hat schlecht gebrannt. Deshalb ist das Skelett noch an Ort und Stelle. Eine Seltenheit. Auch Ausgrabungsleiter Romain Guichon beugt sich über die verkohlten Knochen. Er ist begeistert. C'est pas un rite que l'on retrouve beaucoup sur le plateau suisse. C'est pratiquement pas connu. Solche Leichenverbrennungen aus der Römerzeit finde man kaum auf dem Gebiet der Schweiz. Häufiger seien Erdbestattungen. Und auch da bietet die Totenstadt Überraschungen. Donc on a des gens qui sont déposés à plat ventre, sur le côté. Wir haben hier Leute, die auf dem Bauch begraben wurden. Andere liegen seitlich, zusammengekauert oder kniend. Was das bedeutet, müssten sie erst noch erforschen. Guichon vermutet, es handle sich um vorrömische, keltische Bräuche. Noch vor ein paar Jahren wuchsen hier in Schrebergärten Tomaten. Heute ist das Areal so groß wie 2 Fußballfelder, ein Archäologentraum. Einer der größten römischen Friedhöfe, den man je ausgegraben hat und vor allem ein vollständiger römischer Friedhof. Ça c'est très très rare, puisque généralement on fouille des petits bouts de nécropole, mais jamais en entier. Normalerweise könne man nur kleine Teile von Friedhöfen ausgraben. Hier am Rand von Lausanne, der zweitwichtigsten Stadt des römischen Helvetiens, habe man den ganzen Kontext, sagt der Archäologe. Donc on est vraiment au croisement du monde des morts, des dieux et des vivants, bien sûr. Hier haben sich die Toten, die Götter und natürlich die Lebenden gekreuzt. In der ehemaligen Autogarage am Rand des Ausgrabungsgeländes steht der Archäologe Joachim an einem Waschtrog. Er schrubbt Amphorenscherben. Wir waschen sie und lassen sie trocknen, damit wir sie dann inventarisieren können. Wie vieles von dem, was hier gefunden wird, werden auch sie in einem Depot verschwinden. Einige Trouvaillen dürften hingegen ausgestellt werden. Zum Beispiel die Grabplatte, die Romain Guichon sorgfältig auf einen Tisch legt. C'est la première inscription funéraire
assurément trouvée à Lausanne. Das ist die erste vollständige Grabinschrift, die in Lausanne gefunden wurde. Eine Widmung an Victorina Fundania von ihrem Ehemann Carito. Man kann sagen, das ist das erste Lausanner Paar, das wir mit Namen kennen. On peut dire que c'est le premier couple de Lausannois attesté, nommé. Funde wie diese gäben neue Einblicke in das Leben und Sterben der römischen Mittelklasse. Die sei in der bisherigen Forschung oft zu kurz gekommen. 2 Jahre können Guichon und sein Team noch graben, dann wird die römische Totenstadt zerstört. Hier entsteht ein neues Stadtviertel. Schmerzt das den Archäologen? Guichon zuckt mit den Schultern. So sei das nun mal bei vielen Ausgrabungen. Fouiller, c'est lire un livre dont on arrache les pages au fur et à mesure. Es sei, als ob man ein Buch lese und nach die Seiten herausreiße. Was bleibt, sind die gewonnenen Erkenntnisse, Dokumentationen, Daten und tausende Objekte. Die werden ein paar hundert Meter weiter ins Römische Museum von Lausanne wandern. Museumsdirektorin Karine Mélan freut sich. Und sie hat großen Respekt vor der Verantwortung, die auf sie zukommt. Tous ces objets qui sortent de terre, nous allons devoir nous charger de leur étude, de leur conservation et de leur valorisation. Sie seien verantwortlich dafür, all diese Objekte zu erforschen, aufzubewahren und zugänglich zu machen. Nur das kleine Museum hat dafür zu wenig Platz. Mélan verhandelt deshalb bereits mit der Stadt Lausanne über einen Ausbau seiner Depots. Idealerweise im neuen Quartier, das über der römischen Totenstadt entstehen wird. Si on arrive à trouver un espace pour conserver ces objets sur place et les rendre visibles, visitables, ce serait vraiment une super option. Ob und wie im neuen Stadtquartier an die Römer und ihre Toten erinnert wird, ist noch offen. Klar ist bereits der Name des Quartiers: Vidi la Romaine. Roman Villinger hat berichtet. Das war das Echo der Zeit am Freitag, dem 7. August, Redaktionsschluss 18.36 Uhr. Damian Rast war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Patrick Walter. Mein Name Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.